Kako mogu postati bogat? Da li je bogatstvo biti bogat sreća ili je to nešto što se može stvarno sa nekim planom, sa strategijom, taj cilj postići? I veliki pozdrav bratko, dobro došli u novi video. Danas opet sa Carl DS, živa legenda koji je od nule napravio nevjerojatan biznis sa nekoliko miliona eura. I danas ja sam pitao Carles, kako mogu postati bogat? Da li je bogatstvo biti bogat sreća ili je to nešto što se može stvarno sa nekim planom, sa strategijom, taj Ziel postići? Carles, kann man wirklich planbar reich werden? Oder hat das mit Glück und Zufall zu tun? Ich sag dir, was mit Glück und mit Zufall zu tun hat und was nicht planbar ist. Cristiano Ronaldo, Jeff Bezos, Facebook, Brad Pitt. Das heißt also, wenn du mich fragen würdest, kann man planbar Milliardär werden, Superstar werden, Profifußballer, Popstar, dann würde ich sagen, es ist nicht planbar, weil dafür brauchst du Glück und Talent. Und dafür muss einiges passieren. Ja. Also ich glaube, dass das nicht planbar ist. Aber, dass jeder in Europa zumindest oder in den USA Millionär werden kann, 1 bis 10 wirklich Millionen Euro verdienen kann, das ist zu 100% planbar, weil ich es immer wieder gesehen habe. Also ich habe so viele Leute von Türkei, über Italien, über Ukraine, über alle möglichen Länder, Leute, die es geschafft haben, mit Selbstständigkeit, mit Business, mit Vertrieb, mit Online-, Offline-Marketing, mit Social-Media-Marketing, wirklich innerhalb von, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren 1 bis 10 Millionen Euro zu verdienen. Das ist absolut realistisch und dafür gibt es auch ganz klare Schritte. Also das muss ich ganz klar sagen, ja, ist möglich. Čovjek kaže da je moguće. I ako sad ti si u situaciji gdje se pitaš šta ja još mogu, ja sam tu na Balkanu, ja nemam neke tu velike mogućnosti, ne zarađivam puno, teško mi je, Carl S će vam sad objasniti kako čak i vi možete da postanete bogatiji i sebi ostvarite neke ciljeve i snove što imate. Carles, gerade die Leute aus dem Balkan, die haben nicht viel Geld. Und welche konkreten Schritte müssen Sie in die Wege leiten, damit Sie wirklich planbar auf 10, 20, 30.000 Euro kommen und dann auch wirklich im späteren Verlauf vielleicht auch Millionäre werden? Ja, also erstens mal, ich muss den Fokus auf Geld legen. Stell dir mal vor, du willst Muskeln aufbauen. Ja. Da musst du den Fokus drauf legen. Ja. Ja? Wenn du eine neue Freundin willst, dann musst du den Fokus auf Frauen legen. Ja? Wenn du mehr Geld verdienen musst, dann muss der Fokus aufs Geld verdienen. Das heißt, du musst sagen, weißt du was, ich werde jetzt mal die nächsten 1, 3, 5 oder 10 Jahre den Fokus auf das Thema Geld und Geld verdienen legen und du musst dich entscheiden, das haben wir schon im vorigen Video gesagt, du musst dich entscheiden, dass du wirklich finanziell erfolgreich werden musst. Und dann musst du dich entscheiden für eine Branche, denn ich habe auch angefangen, so wie ihr, mit Fitness. Das heißt also, du musst in irgendeiner Branche ein Problem lösen. Ich habe zum Beispiel im Bereich Fitness das Ganze gemacht, im Bereich Ernährung, im Bereich Schlaf. Also ich habe auch eine Schlaffirma gehabt, dass also Leute besser schlafen können. Tatsächlich heißt es Third of Life. Da haben wir von Schlafanzügen, Matratzen, alles Mögliche gemacht. Dann im Finanzbereich, als Finanzprodukte. Ich war in der Softwarebranche schon tätig, in der Immobilienbranche. Das heißt also, du musst dir auswählen, in welche Branche gehst du rein. Denn die Tatsache ist die, ich kenne in jeder Branche Millionäre. Okay. Immobilienbranche, Finanzbranche, Fitnessbranche, Ernährungsbranche, Datingbranche, Softwarebranche, Maschinenbaubranche, Automobilbranche, also jede mögliche Branche, die es gibt. Viel wichtiger ist, als in welcher Branche du bist, wie bist du in der Branche. Okay. Das heißt also, wer verdient mehr Geld in der Immobilienbranche? Der Fliesenleger oder der Immobilienmakler? Ja, offensichtlich. Genau, das heißt, es ist viel wichtiger, wie bist du in der Branche, nicht
in welcher Branche bist du. Ja, wie gut bist du darin, was du machst. Genau, das heißt also, am meisten Geld in jeder Branche verdienen die Verkäufer und die Unternehmensbesitzer. Aber bevor du natürlich ein Unternehmen besitzen kannst, solltest du erstmal in der Branche Verkäufer werden. Ja? Das heißt also, fast alle, die man so kennt, die ein erfolgreiches Unternehmen haben, waren erstmal in einem anderen Unternehmen in der Branche Verkäufer. Okay? Und das heißt also, du musst dich entscheiden, in welche Branche gehst du. Und natürlich gibt es natürlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Branchen, die lukrativ sind, aber es kommt eben immer darauf an, in welcher Gegend du bist. Zum Beispiel, welche Branchen sind immer gut für Geld? Finanzbranche. In egal welchem Land man ist, die Banken, die Versicherungsunternehmen sind immer lukrativ. Also das sind immer sehr lukrative Branchen. Dann Immobilienbranche, Gesundheitsbranche. Das sind so die Branchen, dann auch noch Softwarebranche, ist aber komplizierter. Und zum Beispiel sowas wie jetzt Fitnessbranche. In armen Ländern gibt es gar keine Fitnessbranche, weil Fitness ist zum Beispiel Luxus. Fitness ist Luxus, ja. Fitness ist Luxus, weil, schau, als ich in China war, vor 5 Jahren, hat niemand Fitness gemacht. Die wollten erstmal Essen auf dem Teller haben. Die haben nicht Diät gemacht, die wollten erstmal fett werden. Ist so, weil bei denen ist, wer fett ist, das heißt Wohlstand. Das heißt, es geht nicht jede Branche in jedem Land, aber was immer geht, ist ganz klar Finanzbranche. Weil Geld verdienen ist für Leute immer interessant. Weil fit willst du meistens erst sein, wenn du schon mal ein bisschen Geld hast. Das heißt, was ist denn ein Grundbedürfnis der Menschen? Erstmal, dass die überleben, die wollen ein Dach über dem Kopf haben, die wollen soziale Beziehungen haben, die wollen Essen haben. Aber dann ist das nächste Bedürfnis gleich entweder Spaß oder Geld verdienen. Und meistens ist natürlich nach dem Geld verdienen, natürlich kannst du mehr Spaß haben. Was verbinden wir mit Spaß? Hobbys. Hobbys kosten was? Im Regelfall Geld. Viel Geld. Skifahren gehen, Urlaub gehen. Und natürlich, was wollen Menschen auch sein? Freiheit. Freiheit heißt, dass du irgendwann deinem Chef sagen kannst, ciao, ich mach was Eigenes. Freiheit heißt, du musst nicht im Laden auf jeden Preis schauen. Also was wollen Menschen? Freiheit. Freiheit kostet Geld. Alles kostet Geld. Und deswegen ist in jeder Stadt, auch am Balkan, ich bin mir sicher, es gibt Banker, die fahren einen Porsche. Es gibt Versicherungsvertreter, die fahren einen Porsche. Und normalerweise ist es schwierig, in die Finanzbranche reinzukommen. Entweder du brauchst viel Kapital, um das gut anzulegen, oder du musst eine langjährige Ausbildung machen. Aber wir haben natürlich jetzt auch Finanzprodukte, wo man deutlich schneller und deutlich einfacher auch einsteigen kann. Dazu wirst du den Leuten wahrscheinlich später noch einiges sagen. Aber um nochmal wirklich auf den Punkt zurückzukommen, du musst eben lernen, in eine Branche zu gehen und in dieser Branche ein Problem zu lösen. Und am besten bist du in dieser Branche die ersten paar Jahre Verkäufer, Vertriebler, Marketer und dann später vielleicht irgendwann sogar mal Besitzer von einem Unternehmen. Und das ist wirklich die Strategie. Das heißt, du musst dich jetzt nochmal wirklich entscheiden. Du legst den Fokus aufs Geld verdienen, du willst Geld verdienen, dann suchst du dir eine Branche aus, dann suchst du dir ein Produkt aus, also eine Problemlösung, dann verkaufst du das Ganze. Jetzt musst du das eben folgendermaßen machen. Du solltest am besten einen Coach haben, der es dir zeigt. So wie du jetzt unser Coach bist, genau. Du bist ja schon da, wo wir sein möchten und natürlich, wir holen uns nur die Tipps von den Menschen, die schon da sind, wo wir sind, wo wir auch bereit sind, das Geld dafür zu bezahlen. Schau dir mal Profifußballspieler an. Was haben die? Einen Coach. Alle Profis haben Coaches. Das heißt also, wenn du gut werden willst, sollst du einen Coach haben. Das nächste ist, dann kommst du auch in das richtige Umfeld rein. Du wirst später mal so viel Geld haben, wie die 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das heißt, du solltest zumindest mal online Zeit mit Menschen verbringen, die ehrgeizig sind, die Geld verdienen, weil das wird dich hochziehen. Wenn du jetzt mit 5 Drogen-Junkies rumhängst, wirst du auch irgendwann mal Penner. Junkie. Genau. Was machst du mit den Menschen? Zum Beispiel, wir haben da viele Leute, die haben einfach ein schwaches Umfeld, Menschen, die wirklich nicht viel Geld haben. Und wie kommen die von diesem Umfeld weg? Weil ich sehe auch oft Menschen, die kommen zu uns ins Gespräch und wollen mit uns zusammenarbeiten, dann sagen die, ja, meine Freunde haben mir abgeraten von diesem Business oder meine Eltern sagen, das ist zu riskant, das kann nicht funktionieren. Was würdest du solchen Menschen raten,
was die machen. Nimm nur Tipps von Menschen an, die da sind, wo du sein willst. Ich nehme nur Tipps an im Bereich Fitness von Leuten, die fitnessmäßig weiter sind als ich. Ja. Ich nehme nur Business-Tipps an von Leuten, die businessmäßig weiter sind. Also ich nehme nur Tipps an von Leuten, die weiter sind als ich. Und stell dir mal ganz ehrlich vor, willst du, dass deine Kinder genauso werden und leben wie deine Eltern? Müssen wir ganz ehrlich sein. Ja, das tut willst du, dass deine Kinder so werden, wie deine Freunde jetzt sind? Ja. Die Frage muss man sich stellen, Genau. jeder für sich selbst. Genau, Ja. und dann musst du dir eben einen Bereich aussuchen, ein Produkt aussuchen und dann dir einen Coach holen. Das ist ganz wichtig. Und zwar einen Coach, mit dem du am besten wöchentlich in Kontakt sein kannst. Ja. Ja? Und das ist eben das Allerwichtigste. Und ich weiß auch, dass ihr es auch geschafft habt, dass Leute im Balkan durch euch, durch eure Resultate, dass ihr diese Leute coacht, dass auch die da vorankommen. Das heißt, es gibt es überall. Es gibt Leute in Afrika, die sind erfolgreich. Es gibt Leute in Ukraine, wo noch weniger oder wo es noch mehr Probleme gibt, die sind dort erfolgreich. Es gibt Leute in Bangladesch, die sind erfolgreich. Das heißt, man darf auch diese Ausrede nicht haben. Ja, nur weil ich da und daher komme. Ja. Aber genauso gibt es auch Leute in den USA, die sind unerfolgreich. Leute in Deutschland, in München gibt es Leute, die haben nichts. Ja. Also es kommt mehr auf dich drauf an, auf deine Entscheidungen drauf an und auch auf dein Coaching drauf an. Und dann musst du dir eben auch entscheiden, dass du weißt, wenn du diesen Weg gehen willst, dann wird es dich Zeit und Geld kosten. Ganz klar. Weil, wenn du natürlich erfolgreich werden willst, das ist wie, sagen wir, du willst ein Haus bauen. Kostet Geld und kostet Zeit. Ganz klar. Ja? Und das war wie auch beispielsweise bei mir. Ich wollte meine erste Immobilie kaufen. Da habe ich ungefähr 50.000 Euro gebraucht. Das heißt also, ich habe zuerst 50.000 Euro verdienen müssen und sparen müssen. Ich konnte also lange Zeit keine neue Uhr kaufen. Ja? Ich konnte keine neuen Schuhe kaufen, kein neues Auto kaufen, sondern ich habe gespart. Aber jetzt wirft mir diese Immobilie jeden Monat Geld ab. Und erfolgreiche Menschen wissen auch, dass man mehrere Geldquellen braucht, dass man sich auch passive Geldquellen aufbauen muss. Ja? I to je wie to, das auch ja. jetzt machen konntet. To je to što mi radimo. Mi smo krenuli sa YouTube-om, tu smo nešto od džeparca zarađivali, međutim skužili smo da jednostavno to nije dovoljno imati dobro tijelo i malo snimati na YouTube. Tako da smo se odlučili, ok, otvorit ćemo našu firmu. YouTube Consulting, YouTube Marketing, otvorili smo to. Tu smo zaradili fino novce, od toga sad živimo. Onda smo rekli, ok, i to nam je dovoljno. Hoćemo još jedan biznis. Onda smo počeli da se bavimo sa financijama, sa financijskim proizvodima. I izgradili smo naš tim na Balkanu, sa kojim stvarno jako blisko radimo. Imamo svaki tjedan jednostavno timske razgovore gdje se zajedno motiviramo, zajedno dajemo savjete, strategije, kako dogurati dalje. Znači mi smo napravili portfolio, diversifikaciju našeg kapitala, kako bi isto na kraju krajeva novac za nas radio. Jer tvoj cilj je da ti ne mijenjaš vrijeme za novac, nego da novac za tebe radi. Jer tvoj dan ima samo 24 sata, isto kao je moj dan. I koliko god da budem više radio, imam samo 24 sata. Und Karl, du würdest ja auch sagen, dass das Ziel sein sollte, wirklich das Geld für sich arbeiten zu lassen und nicht immer Zeit gegen Geld zu tauschen, weil so bist du limitiert. Also man muss, fast nur 24 Stunden. Man muss ein paar Jahre lang mal seine Zeit gegen Geld tauschen und für Geld arbeiten. Aber dann musst du auch irgendwann mal den Umschwung schaffen, dass dein Geld für dich arbeitet. Ich habe zum Beispiel Geld in Aktien, Gold, Silber, Immobilien, Bitcoin, überall Geld drin. Und dieses Geld arbeitet für mich, mehrere Einnahmequellen. Und genau das muss auch dein Ziel sein, ja? Dass du es wirklich schaffst, dir all diese Assets, diese Anlageklassen aufzubauen und dann wirklich Geld verdienst. Und stell dir mal vor, dass du in 10 Jahren ein paar 100.000 Euro auf der Seite hast und jeden Monat auf dein Geld vielleicht 2, 3, 4, 5% verdienst und passiv von deinem Kapital, was du aufgebaut hast, deine Familie, dich und deine Freunde ernähren kannst. Stell dir das mal vor. Und auch in diesem Zug, normalerweise kommt sowas ja immer von Europa, von USA und Leute oftmals im Balkangebiet haben die Chancen oft gar nicht. Aber ihr habt jetzt auch den Leuten im Balkan die Chance gemacht und ihr habt auch ein Online-Coaching erstellt und deswegen nutzt wirklich solche Möglichkeiten, seid den Männern hier auch dankbar. Schaut mal dieses Online-Coaching von A bis Z an, man kann es unter dem Video anschauen und dann könnt ihr mal wirklich 1, 2 Stunden schauen und dann die Männer kontaktieren und auch euch von diesen Männern
coachen lassen, euch das zeigen lassen, anfangen Geld zu verdienen. Ja, am Anfang kostet es Zeit und Geld. Ja. Aber irgendwann muss man anfangen. Und deswegen nutzt die Chance, dass solche Möglichkeiten jetzt endlich auch durch das Internet im Balkan verfügbar sind. Nutzt diese Chance, nutzt diese Möglichkeit und schaut unbedingt dieses Online-Coaching unter dem Video an. Jednostavno smo mi prepoznali da ima taj problem na Balkanu, da ljudi nemaju mogućnost, da nitko nije tu koji im pruža tu pomoć, ta vrata. I mi smo jednostavno ta vrata iz inostranstva, iz Njemačke, Austrije, otvorili da možete proći sa Balkana sa istim rezultatima, da imate iste rezultate kao tu ljudi u Njemačkoj i Austriji. Znači mi vam pružamo tu pomoć, tu priliku, zato smo napravili online coaching koji možete dole ispod ovog videa naći. Tako da pogledajte to. Und Kales, ein letzter Tipp, Ratschlag, den du so mitgeben möchtest an die Community, Ja. an die Bratkos. Man muss den Fokus voll aufs Geld setzen, man muss offen sein und man muss einfach mal in irgendein Team reingehen, sich irgendwo coachen lassen, wo das eben wirklich vorgelebt wird, wo das vorgezeigt wird. Denn am Anfang alleine ist es immer schwer. Ja. Aber im Team gemeinsam ist es viel einfacher. Ja, aber man muss einfach den Einsatz bringen und geht mal bitte her und rechnet mal auch für euch selber aus, wie viel Geld habt ihr die letzten 3 Jahre verschwendet. Ja. Party, Zigaretten, Alkohol, unnötige Klamotten, Ja. irgendwie unnötige Autoteile. Was habt ihr mal wirklich an Geld verschwendet? Und was wäre gewesen, wenn ihr dieses Geld richtig angelegt hättet? Wie viel wäre es heute gewesen, oder? Ja. Ljudi moji, ostavite komentar ako želite u buduće ovakvih videa da više puta vidite ovako o biznesu, o mindsetu, o kako zaraditi novac, kako isto uložiti novac, u koje resurse. I ostavite komentar, bacite like ovom videu. KS, vielen Dank für das geile Video. Das wird auf jeden Fall ein krasser Mehrwert für die Leute aus dem Balkan. Die können auf jeden Fall was mitnehmen für ihr Leben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bratkos moji, bacite subscribe, vidimo se. Ciao. Ćao.